Junge. Komm hier. Was ist denn was abfällt? Kostet doch keine 3 Kilo mit der Frau. Hast du jetzt gehört? Du wirst auch gegessen. Was? Ich hab zum Aufmachen mitgebracht. Den Rumploch oder so. Nee, das ist nicht. Auch ein Auge noch vorbeigelaufen jetzt. Nee, auch habe ich nicht gegessen. Ja, so aussieht der Tag. Alle wird das nicht stimmen. Wichser. Ja, haben die so mal voll Spind gemacht? Das habe ich gedacht. Ui, heute ein Jahr. Also, oh. Ja. Dit is wel wat anders zijn. Oh, het is wat anders. So, hallo liebe Kinder, ihr wartet sicher schon lange darauf. Jetzt wird gleich der Bonbonflieger in die Lüfte gehen. Und ihr dürft euch schon mal in die Startlöcher begeben. So, ja, und damit ihr alle auch einen Bonbon findet, müsstet ihr mal hier nach vorn an den Bungalow kommen. Dort, wo es die Sender gibt, immer schön hier rein, jawohl, ihr macht das ganz toll. Aber nicht weitergehen, stehen bleiben und wenn dann das Kommando kommt und die Bonbons fliegen, dann rennt ihr los. Alles, was das Zeug hergibt. Ja, aber der ist der langsame Luftfahrt. Der erfahren Beh, si vedi un libro tutto, se si intende.
Ja, wie man sieht, der Motor ist schon ganz heiß, der will ja fliegen. Der raucht ja schon aus dem Auspuff. Gleich zu Beginn des Stehens achten. Nicht mehr auf Fahrt, sondern auch in der Hintergrund. So, jetzt machen wir einen kleinen Generationssprung. Die Modelle jetzt gegen den maßstäblichen Nachteile sind eine Klemm- und eine Eckelschraube. Das sind die Flugzeuge, die um 1900 um 1900 Anfang 1910, 1903, 4, am besten zu sehen im Film, die tollen Männer in ihren fliegenden Kisten geflogen sind, die ihre Zeit hatten. Und man sieht, wenn man sich die Piloten anguckt, die haben immer noch ihre Zeit. Manchmal müsste man meinen, die Kollegen stammen aus dieser Zeit und sind nicht gealtert. Aber es ist auch bezeichnet, dass wirklich ältere Leute sich für diese Sache begeistern. Jetzt hier die Klemmen mit Benziner und hier die Erdrichhaube mit dem Viertakter. Diese Modelle sind ein bisschen bauaufwendiger als die normalen GFK-Modelle. Dort ist das meiste eigentlich noch herkömmlich, auch wie das Original, aus Holz mit Seide und Klebstoff, Sperrholz und Kiefernleisten montiert, geklebt. Blech vorne ist gebängelt, das gibt es also in der Regel nicht unbedingt alles fertig. Und diese Flugzeugtypen haben auch diese Eigenschaft wie früher, die sind ruhig zu fliegen, sie haben ausreichend Motorleistung und tragende Fläche, um sicher und stabil zu fliegen, und das macht natürlich im Alter auch nochmal richtig Spaß. Da kann man das nachempfinden, was man früher wahrscheinlich selbst empfunden haben muss, als man da drin gesessen hat und konnte da bei der ruhigen Fahrt auch mal rausgucken. Man hat zwar da so eine Brille gehabt und so eine Kappe auf und da flog noch nicht so viel durch die Luft wie heute. Da gab es noch keinen Funk. Da hat man aus der Luft mit Beschall gewunken
oder mit der Mütze. Der hat sich verständigt. Und da gab es auch noch keine Reglementierung durch das Bundesluftfahrtamt. Ja, die große Blende hier wird mit einem 35 Kubikzentimeter Körper geflogen. Das Modell hat eine Spannweite von 3,25 Meter, also als Dauer, wenn das hier geht. Und wiegt 8 Kilo. Wenn man mal seinen Mülleimer oder seinen Wassereimer zu Hause trinkt, 8 Kilo, so ruhig fliegt er nicht durch die Luft. Rehmann, Cut and Go. Nicht noch runterlaufen. Der gute Mann hatte seine Schwierigkeiten gehabt. Da möchte man auch nur unkompliziert helfen. Beim Start Antenne abgebrochen, geht nicht. Habt ihr den da, warum denn nicht? Und ich kann gleich sagen, kannst du ruhig behalten, kannst du mitnehmen. Nimm es als Erinnerung, als Herzberg mit. Die geht nicht mal kaputt. Herzlichen Dank. Das war der Herr Erich Hoffmann. Er kommt aus Helbra, aus dem Harz bis zu uns mit seiner Klemm. Und seine Piloten sind natürlich unterwegs ausgestiegen. Die müssen irgendwo was Besseres gefunden haben. So, jetzt kann ich Ihnen ein kleines Highlight vorstellen. Eine Mirage 2000. Und achten Sie auf das Geräusch. Wer eine Videokamera hat, sollte die unbedingt jetzt einschalten. Im Augenblick sind diese Techniken, die hier verwendet werden, noch in den Kinderschulen, wo wir dort noch einer derjenigen, die bei einer Weltmeisterschaft 1995 dabei waren, Mannschaftsweltmeister 1997 in England wurden, hat hier seine Mirage mitgebracht.
Und der Trend, solche Jetmodelle natürlich auch mit einem originalen Antrieb zu fliegen, sehr verlangt viel. Der verlangt viel Wissen, viel Engagement, viel Zeit und auch eine ganze Menge Finanzen. Das sollte man bei dieser Gelegenheit auch mal sagen. Der Modellsport ist nicht unbedingt generell teuer, man muss sich einfach nur engagieren dafür. Ebenso wie sich manche Angler eben ihre Route kaufen oder manche Briefmarkensammler die teuersten Marken. Das ist im Modellsport nicht anders. Nur mit dem einen Unterschied, im Modellsport braucht man mehr als nur das Geld. Da braucht man auch einen Haufen Wissen, um die Modelle A herzustellen und B zu fliegen. Und in der Regel, Burkhard ist einer so, derjenigen sind die Konstrukteure, Erbauer und am Ende auch noch Pilot dieser Modelle. Das ist eine Sache, die man sich auf das junge Unternehmen erstellt. Hören Sie auch was dazu. Steigen ohne Ende. Ein Zug, der etwa um die 7-8 Kilo liegt. Die Masse etwa auch ungefähr so viel wie Haas 2000. Er bohrt sich da in die Wolken mit etwa 107, 110.000 Umdrehungen. Wobei man sagen muss, diese Turbine bringt so geschult, man darf also nur in den Steigfiguren oder in den Steigpassagen dann das Gas reinschieben, ansonsten fliegt diese Turbine nur mit Doppelgas. Also diesen Leistungsüberschuss würde man also doch an die Festigkeitsgrenze der Zelle kommen und da gibt es dann doch immer Vibrationsschwierigkeiten. Hat man gestern beim Fahren ein bisschen, da muss man dann trotzdem noch aufpassen. Sind hier ohne weiteres zu erreichen. Man passt natürlich immer das Flugverhalten der Maschine an und fliegt so, wie man es eigentlich braucht. Denn die Modelle sind testbar und sind kritisch zu fliegen, haben wir das doch auch ein paar Tage geübt haben. Sag ich mal so ein bisschen spaßig. Ja, wo wir dann. Wir hatten Fahrer draußen, Landeinteilung. Und diese Jets müssen aufgrund ihrer Geschwindigkeit, die ja relativ langsam abgebaut wird, sie haben ja relativ wenig Sturmwiderstand, weit geflogen werden, weit ausgeholt werden und flach angeflogen werden, damit sie auch hier wieder auf die Piste kommen. Ja, okay, das passt. Schnell rein. Ja, das war noch ein bisschen zu schnell, aber es ist einfach. Man muss nach der anderen noch mal sehr genau hinschauen, denn was die Turbinen so noch an Schwierigkeiten haben, die müssen also unbedingt dann nochmal nachgespielt werden, denn man kann nicht einfach abrupt die Stütze durchrollen. Denn die
es kann nicht in einer Stautemperatur kommen, die die Zelle da hinten beschädigt, die Sache fest zu können. Man muss also da auch sehr aufpassen. Aber wenn es fehlt, dann wie im Original genauso die Turbine, so kommt zum Anfang aufs Modell. Am Ende, wenn der Kerosin angespritzt wird und erfolgt die Zündung und es ist zu viel davon da, dann gibt es also dann die Sicherheit an. Als CO2-User muss natürlich also auch nochmal ständiger Betreiber sein. Und allein ist dann also auch diese Art der Modelle nicht so. So, die Turbine läuft also noch, man lässt diese noch ausführen, bei irgendwie in der Meeresfeldzahl bei etwa 35.000 Drehungen. Jetzt läuft die Jet jetzt nochmal hoch, etwa auf 50.000. 55.000 Drehungen, dann wird automatisch die Spritzufuhr gekappt und die danach abfuhrende Luft, die durchzieht, soll dann eigentlich, wenn alles ausheilt, also eine Temperatur abkühlen, die dann also Masseausdehnung und solche Dinge dann reduziert und die Kugel auch schon, oder die Lager schon. Ich bin ja in der Regel keine Kugellager. So. Für die, die den Bombenflieger schon kennen, im Augenblick ist der Bombenflieger in der Luft. Ich möchte alle diejenigen Kinder bitten, die heute Nachmittag zu wenig von Süßigkeiten erhalten haben, das sind in der Regel alle, hier vorne als Letzte bitten, in die Öffnung, hier am Senderzelt, kommt alle her. Prima, schön vorsichtig, ja. Und manchmal sind da nicht nur Bonbons drin, wir hatten ja auf dem Plakat Rosinenbonbon geschrieben. Und das möchten wir auch manchmal dann. Sind Sie mit? Sind Sie mit? Herzlichen Dank erstmal für dein Dasein. Nee, brauchst du nicht. Nimm's als Geschenk von Kommt rein, also. Eine Rundenziel, das wird genannt, so freundlicherweise Begriff. Das ist auch schon uralt, hundealt. Diese Modelle sind auch die Spur total nicht. Ja, ups. Ja, das war natürlich eine dumme Sache. Obwohl, wer die roten Teile zusammensteckt, zum Beispiel noch ganz und auf dem Rasen gelandet wären, wären noch okay. Bring mal die roten Teile mit ruhig. Die dürfen jetzt noch bitte liegen bleiben. Ja, jetzt gibt es schon die ersten Tränen. Bleibt mal da vorne, der hat noch was drin. Jetzt nach Bremer! Die größeren, die mehr zu sagen haben, als bloß die Schulden zu verwalten. Und die sollten doch mal mehr an die Jugend denken. Nicht bloß auch überlegen. Das ist eine Sache, die wir versuchen zu machen mit unseren Möglichkeiten. Und man sieht doch, manchmal sind die Kinder doch schon zu begeistern. Um den Preis und um die Gesundheit. So, setzt der Wein an. Ja, das ist auch ein bisschen Känguru, aber ein bisschen geparkt. Herzlichen Dank, jawohl. Der Pilot ist als Lili Berner, ist beim Tokio-Herztag. Michael Kretschmer. Jetzt eine Oldie-Runde, Doppeldecker der Zeiten um 1920, 30 ein Beitrag hergestellt worden ist. Und so manchen möchte gern Modellflieger aus der Zeit um 1970, 69, 70 den letzten Nerv geklaut hat. Aber wir können heute darüber lachen. Wir sind bisher nicht besseres gelehrt worden und wir haben gutes Material und wir stellen es hier vor. Die Speckle ist jetzt normal beim Durchstarten. Uwe, denke dran, wir haben Wind aus Nord vom Baum her in der Ecke. Ein Stück weiter nach hinten fliegen.
Oh, runter mit der Kiste. Jo, das wird. Sicher. Oh, hätte geklappt. Touch and go. Das ist dasselbe, wenn die Leute hier nochmal durchstarten, wie wenn ein Moderator irgendwo im Radio das Musikstück nicht kennt und wo man nach dem letzten Tag nochmal anfängt. Ich immer setzen, Matthias. Ich mal eine Weile, ich kann ja immer stellen auf meine alten Bauern. Die Landung mit einem Jet ist eigentlich immer ein bisschen heikel. Ja, die Jets haben grundsätzlich relativ wenig Fläche und sind dann auch schnell zu landen. Die müssen beim Auto gehalten werden. Und ja, ist okay. Jawohl. Prima. Uwe Buchtinger mit seiner Spectre, ein Turbinenersatzmotor drin. Sag ich mal, vorhin hat man eine Strahlturbine gehört und gesehen. Diese Antriebsart hatten wir die Jahre zuvor, ein 15 Kubikzentimeter Zweitaktmotor, der den nötigen Schub bringt, allerdings auch so seine Schwierigkeiten hat. Jetzt wieder etwas für die Aerodynamiker. Eine fliegende Sonne. Gestern hätten wir sie gebraucht. Heute hat sie genug Wärme gespendet. Ich würde sagen, wir sind sogar froh, dass die Sonne nicht unbedingt da ist. Wie der langsam fliegt. Und nochmal das Schlumpfenteam. Guck mal, ist ja schon ausgegangen. Motor ausgegangen. Geht nur in der Luft. Werden Sie in den nächsten Tagen, ich könnte mir vorstellen, morgen vielleicht schon mal aufmerksam, dass in der Lausitzer Rundschau oder Deutschland gibt es ja nicht mehr, eine Rubrik finden, Sonstiges, dass in Herzberg oder über Herzberg UFOs gesehen worden sind. Sie können dann antworten, das waren keine UFOs, das waren nur fliegende Scheiben. An einem Ende der Scheibe etwa, naja, sagen wir 1 bis 2 PS. Am anderen Ende lose Ruder und oben drauf manchmal ein Schlumpf, manchmal ein Schwein oder manchmal eine Biene. So. Und Sandmann nicht zu vergessen. Guck mal den da, Alter. Der macht, da fliegt er mal zu mir hoch. Ich freue mich, dass wir unter unseren Zuschauern auch einen zweifachen Weltmeister haben, der früher vielen Anfängern geholfen hat, die so eine Modellflug sehr verdient gemacht hat, Berechnungen angestellt hat, viele